Salz und Licht, so heisst unsere Serie, wo wir immer Anfangs Monat jeweils wieder eine Episode haben, wo wir wieder hineinschauen und vor allem uns Wunder nimmt, was passiert so mit dem Gemeindegründungsprojekt, wo der Matthias Kuno Kuhn dran ist, zusammen mit seiner Frau, die heute Gast ist, auch, die wir kennenlernen in dieser heutigen Sendung im Live-Net Talk. Susanne Kuhn, herzlich willkommen. Danke vielmals. Und bin sehr gespannt, einmal eben auch diesen Blickwinkel kennenzulernen. Wie ist das mit dem Kuno unterwegs zu sein und eben in das Abenteuer sozusagen jetzt so zu gehen, wo ihr zusammen gestartet habt, Zollikofen, wieder ganz neu noch einmal eine Gemeinde starten. Kuno, auch dir natürlich herzlich willkommen wieder hier. Und das strahlt schon richtig, es geht noch auch gut mit eurem Projekt. Wie ist es im Moment, Susanne? Ja, es geht uns gut. Ich bin gespannt. Wirklich. Ja. Genau. Ja, also wir müssen noch einmal schnell ein bisschen zurückgehen, ein paar Monate, wie das dann überhaupt angefangen hat, oder? Wo das zuerst mal aufkam, Zollikofen. Und wir brechen noch mal auf. Was hat das bei dir ausgelöst? Ich wollte das zuerst gar nicht hören. Das war ganz weit weg. Ich dachte, das betrifft mich nicht. Also, das sind sicher nicht mehr. Also, das hat mit mir gar nichts zu tun. Und ein bisschen später habe ich dann schon ein bisschen hergelassen und dachte, es könnte ja sein, dass wir da einfach einer Gruppe mithelfen, aber wir bleiben zu Thun wohnen. Also wir gehen sicher nicht auf Zollikofen, weil es ist noch nicht lange her, als wir gezügelt auf Thun, wirklich in unser, ja, wirklich wie ein Traumhäuschen, wo wir dann uns mega investiert haben, in den Garten und in die Nachbarschaft. Ich dachte, das sicher nicht zügeln. Aha. Und jetzt sieht es anders aus? Mittlerweile sieht es ganz anders aus. Bei Jesus ist alles möglich, ich hätte es nicht gedacht. Okay. Und wie ist denn das so ein bisschen gegangen, der Prozess vom Eiswerden, oder? Würde ich jetzt mal dem sagen, auch als Paar sagen, jawohl, das ist das, was Gott als nächstes vorhat mit uns? Ja, wir sind im Februar haben wir uns noch mal so eine Auszeit genommen, aus Krankheitsgründen von Madi. Und sind auf Kap Verde. Und dort haben wir wirklich einfach nochmal, wir sind dort am Strand runter und hochgelaufen und immer wieder gebetet und gesagt, Jesus, du musst uns wirklich ein Zeichen geben. Wir spüren etwas, aber das reicht noch nicht. Und wirklich gebetet, Jesus, du musst einfach reden. Wir brauchen ein Zeichen von dir. Und du hast dann auch das Zeichen bekommen und ich nicht. Also ich habe dann wirklich gebetet und gesagt, Jesus, ich brauche ein Zeichen. Und dann sind die Walfische gekommen. Ich habe gebetet, schenk doch einfach einen Walfisch, der aufspringt. Und das wäre wie das Zeichen für mich, das ist gut für auf Zollikofen. Und dieser Walfisch ist einfach nie gekommen. Ja. Nein. Und gleich hat Jesus mein Herz so verändert, dass ich mich mittlerweile so fest freue. Ich glaube, es ist für mich viel wichtiger, als wenn dann ein Walfisch aufgekumpelt und es mega gespritzt hat. Und wenn mein Herz gleich nicht parat gewesen, Jesus hat den Walfisch nicht aufspringen, aber mein Herz hat er verändert. Und mittlerweile kann ich sagen, ich freue mich. Wirklich. Ja. Schön. Ja, es ist wirklich ein Wunder. Ja, ich meine, ich weiss ja das so selber ein bisschen, oder? In der Ehe, so das zusammen eben ringen auch. Und das eine ist schon dort und will loslaufen, und das andere ist noch irgendwie Gefühl eben noch gar nicht dort. Du hast gesagt, eben dein Herz, das dann ist verändert wurde. Wie ist das für dich auszuhalten vielleicht auch gesehen, Kuno? Ja, es war am Anfang ein gemeinsames Leiden ja. Ich meine, was ganz am Anfang ist gekommen, Zollikofen, wir sind frisch auf das Thun gezügelt. Und ich dachte, nein, hör jetzt auf, jetzt, wenn wir wieder mal zur Ruhe kommen und einfach, ja, jetzt haben wir uns so gäbig eingerichtet. Und dann, aber immer wieder mit der Auseinandersetzung, wo wir dann auch mal auf Zollikofen beten. Das hat eigentlich schon das erste Mal unser Herz geknackt. Dann das erste Mal bin ich noch alleine gegangen. Mit einer Gruppe. So einen Schneesturm gegeben. Genau, und dann das zweite Mal sind wir nicht zusammengegangen. Und dann hat jemand die Geschichte von Zollikofen uns erzählt, was an Aufbruch ist passiert, was wirklich, in Schulklassen, wo Menschen zum Glauben sind in früheren Jahren, was da Jesus geschafft hat. Und dann sind wir heimgefahren und gesagt, hey, wir sind so sicher, dass Zollikofen muss etwas gegründet werden. Jetzt sind wir immer noch, oder dann in dieser Phase, so
ja, aber Jesus, muss es wirklich mit uns sein? So. Also, dass etwas muss gegründet werden, ist uns klar gewesen. Aber eigentlich haben wir schon gewusst, wahrscheinlich trifft es uns, auch jetzt nicht negativ, wir sind die Armen, wir fühlen uns mega privilegiert, dass es jetzt uns trifft. Und gleichzeitig war es ein Anfahrtsweg gewesen, wo wir beide miteinander gemacht haben, mal du ändern, mal ich ändern. Genau, von dem her kann ich nicht sagen, ich bin voraus und ich habe gehofft, jetzt hoffentlich kommt die Susanne mal nachher, sondern wir haben beide... Es war für uns beide so ein Prozess. Ich glaube, wir haben einander immer wieder so gut verstanden in dem Sinne. Ich hatte nicht das Gefühl, du willst jetzt und gehst voraus und denkst, kommt die endlich? Ich glaube, es war für uns beide so ein Ringen, weil wir eigentlich sehr wohl waren zu tun. Auch mit den Kindern und Grosskindern und der See und Bergen und Freunden. Viel, ja. Viel, was man hinter sich lässt. Ja, das ist es so. Und jetzt ist ja vom letzten Mal, was ich noch weiss, so ein bisschen die Frage wegen, wo ist unser neues Daheim im Raum gestanden, oder noch in der Luft gehangen. Wie sieht es dort aus? Kannst du erzählen? Nein, das kannst du. Also ich würde sagen, nein, überhaupt nicht. Das tut mich gar nicht. Es hängt immer noch ein bisschen zwischen Luft und Erde. Also, das Ganze. Ja. Also, wir haben etwas, wo wir innerlich glauben, es ist es. Und eigentlich, wo ganz viele Faktoren auch dafür sprechen, die betreffenden Leute, die das Objekt uns dann geben wollen, oder die brauchen noch ein bisschen Zeit, weil es für sie eine wichtige Geschichte ist, die jetzt noch verarbeitet muss werden. Und wir stehen nebendran und verzapfen fast ein bisschen. Denken, wir wollen jetzt gehen. So, und das ist noch so ein bisschen schwierig zu aushalten. Und wir hätten eine Übergangslösung. Und wenn das andere so langes Licht haben für das andere, dass das wahrscheinlich kommt, dann würden wir in die Übergangslösung mal reinjumpen. Weil es nicht so attraktiv ist, aber es braucht auch nicht attraktiv. Wir wollen auf das Zollikofen, unser Bein wollen dort stehen und wir wollen dort liegen und dort leben. Das sind eben dann, oder, schnell mal die Spannungen, oder? Geträumt ist es noch schnell, sagt man, oder? Oder irgendwie, ja, genau. Man sieht es dort langsam, aber dann kommen die Sachen, wo du merkst, ui, Widerstand, Unsicherheiten, wie ist das für dich? Also jetzt auch das Warten mit diesem Haus. Ich weiss im Herzen, das ist unser Haus. Und mir ist Wohnen eigentlich sehr wichtig noch. Ich habe das Haus von innen noch gar nie gesehen. Aber ich weiss einfach, Jesus will es uns geben. Und jetzt, auch wenn es noch so mühsam ist, denke ich einfach, ich will Jesus auch nicht irgendwie drängen und sagen, wir wollen jetzt dann gehen. Das ist mir viel zu heilig, weil er sieht viel weiter. Und wenn es jetzt noch nicht ist, sage ich einfach, es ist immer wieder mein Anliegen, die Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Das ist eigentlich immer wieder, er hat einen Plan. Ich will nicht mit meinen Gebeten irgendetwas vorschreissen, das er auch kommt. Aber wo wir hinterher müssen sagen, oh, wir hätten es auch gescheiter einfach ihm überlassen. Und wenn es jetzt halt noch ein bisschen geht, dann wir werden keinen Tag später zügeln, als er gedacht hat. Ja. Manchmal geht ich würde eigentlich jetzt gerne gehen. Mittlerweile ist das so ein Wunder. Ja, aber absolut. Es ist jetzt vielleicht auch gut noch. Ja, auch für die jüngste Tochter, dass wir auch noch ein bisschen da sind. Ja. Ja, es ist super, dich hier zu haben. Denke mir, heute wird man mal einfach schon dein Herz zu spüren. Susanne, ist jetzt extrem. Jetzt haben wir 2-3 Sendungen darüber gehabt, was so das Thema Salz und Licht sind oder eben Jüngerschaft, Lehre und Leben zusammenbringen, ein bisschen vom Kuno her. Jetzt möchte ich dich auch gerne noch auf das ansprechen. Weißt, wo dass du, oder wenn du das hörst, so das Reinwirken jetzt in so ein Zollikofen, in diesem neuen Ort. Was bedeutet das vor allem mal? Was ist da für dich zuoberst? Also ich freue mich wieder mega, in einem Team mitarbeiten. Mit Leuten, wo Jesus uns wirklich übernatürlich jetzt einfach hat zusammengeführt. Also das ist ein Himmelswerk. Das könntest du gar nicht machen. Jetzt schon? Jetzt schon? Ja. Also darum freue ich mich so. Und denke, und alle haben so die Leidenschaft für eine verlorene Welt, für ein verlorenes Zollikofen. Und wenn wir so miteinander einander anspornen und sagen, komm, wir gehen zusammen, das hat dann so Kraft. Und auf das freue ich mich, dass der Himmel einfach wieder Füße bekommt. Ja. Und wenn du schon jetzt das wegen dem Team ansprichst,
das ist auch noch etwas, was vom letzten Mal hängig ist. Ihr habt so ein Wochenende dann noch gerade vor der Nase gehabt. Jetzt ist es schon gesehen inzwischen. Wie ist das so gegangen? Kuno vielleicht? Ja, also es war wirklich einfach schön gewesen. Einerseits merken wir, eben wie Susanne gesagt hat, wir haben einfach ein Geschenk, dass Leute zusammenkommen, die sagen, wir haben darauf gewartet oder wir haben es innerlich gespürt oder wir sind freigesetzt für die Zeit. Wir sind zum Teil Leute, die hergezügelt sind oder die schon länger dort sind oder die aufgewachsen sind in Zollikofen. Und was noch wichtig ist, es ist niemand, der schon jetzt in einer Gemeinde war. Es war uns ganz wichtig, nicht, dass wir Leute aus einer Gemeinde wie abwerben oder so. Die sind wirklich einfach gewartet und nie wirklich in einer Gemeinde. Parkiert oder eben nicht ja, nie oder dabei so, gewesen, oder so. Die sagen, wir sind nicht mehr so wohl, wir würden jetzt schon gerne zu euch kommen. Da haben wir sehr grossen Respekt gehabt. Das wollen wir nicht. Ja. Also die Leute, die zu Zollikofen sind, die herzügeln, wir sind das 5., die wir herzügeln. Wir waren ja Teil von der Kirche so, und wir gehen jetzt auf Zollikofen und von dort ja. Aber bei den Leuten auf Zollikofen genau, ist niemand irgendwo, wo wir jetzt irgendwie aus einem bestehenden Gefäß rausnehmen. Oder, das ist uns mega wichtig, ja. Wie ist denn das nachher so ein bisschen angedenkt mit eurer Rollenverteilung? Oder, mal, weißt, es kann ja unterschiedliche Wege geben. Das einfach Ort, auch bei der Gemeinde sieht man das, oder? Der Pastor geht stark voraus so, und nachher irgendwo die Frau ist einfach an seiner Seite, und an einem Ort ist es viel ausgeglichener und beide haben ihren klaren Part. Was ist da euer Weg? Also, mein Part ist eigentlich einfach zu ermutigen und zu unterstützen, aber ich bin jetzt nicht die so die Visionärin ist und das auch kann, wie die Leute kann sammeln kann. Ich glaube, eher so die, wie sieht man das? Einfach hinten dran. Ja, unterstützend. Ja. Genau. Und gleich, also wir treffen echt keinen Entscheid, auch was jetzt Gemeindegründung oder grundsätzlich anbelangt, wo wir nicht zusammen getroffen haben. Ich glaube, du bist Ich einfach bin wie der Kopf. Ja, Nein, der Kopf, oder wie soll ich sagen? das Sprachrohr. Sprachrohr ist besser gesagt. Ja, du bist das Sprachrohr, aber wir besprechen eigentlich alles zusammen. Ja, und ringen auch im Gebet ja, viel. aber dann, einfach der, den man sieht, bist meistens, darum habe ich vorhin gesagt, Kopf. Einfach, wenn man sieht, bist du eigentlich gegen du, aber ich bin genau gleich. Genau. Aber mir sieht man nicht so viel. Und das ziehst ist mir auch genau wohl. gleich mit, aber Ja. Wir verbringen viel Zeit auf dem Sofa oder wir Oder spazieren. spazieren und besprechen es und beten immer wieder. Machen wir viel. Genau, und ja, du sagst immer, oder wenn ich nicht mit heimkomme, wo ich etwas erlebt habe, ja, ich schnurre gerne drüber. Also das ist eben auch schön. Ich meine, das ist auch nicht bei allen gleich, dass sie sich gerne mitteilen, die Männer. Manchmal, das ist wirklich ein Vorrecht. Ja, wir bewegen Ich sage dir auch immer wieder, ich schätze das, dass du so gut, ja, dass du auch Freude hast am Mitteilen. Das ist nicht selbstverständlich. Und so haben wir noch zurück für das Wochenende. Den haben wir noch nicht ganz abgeschlossen. Wir haben auch zusammen eigentlich alles vorbereitet oder auch bewegt. Eben, ich bin dann eher der es vielleicht präsentiert oder kommentiert. Und du ergänzt es dann. So sehen wir unsere Rollen. Und jetzt das Wochenende war einfach schön gewesen, zu merken, Jesus hat uns zusammengestellt. Das ist eine Truppe, wo du nicht zusammen lesen kannst, sondern wo Jesus schenkt. Und jetzt sind wir da unterwegs und schauen, was tut jetzt Jesus aus dem aus. Aber wir haben mal unser Herz mal vor allem geteilt. Ja. Wie könnten wir es vorstellen, wie wir es bauen? Und jetzt muss man das herausfinden, ja? Jetzt ist ja hier unser Gefäß, die Live-Talks, ist ja eigentlich so eine Möglichkeit, wo eben jemand auch vom Rand so ein bisschen beobachten und zuschauen kann, oh, was ist jetzt da, was passiert da in diesem Zollikofen jetzt, oder? Da übrigens, habe ich gar noch nicht erwähnt, das Bild von Zollikofen. Ja. Die Kirche, ein bisschen, ja, genau eine andere Art von, vielleicht wie Kirche auch dann als Gebäude kann aussehen kann. Und wir reden viel von Kirchenbau und meinen nicht unbedingt nur das Gebäude natürlich. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, für mich die Frage, wie tut ihr das sonst jetzt so mitteilen? Oder weißt du, im Umfeld GPMC oder mehr noch das Movement auch, weißt, wo du noch leitest, Kuno. Du dort stark rein kommunizieren,
wir lernen jetzt gerade das oder wie habt ihr denn und so weiter? Also, gegenüber dem Sie, unsere Kirche, wo wir ja dürfen dabei sein jetzt all die Jahre und dürfen gründen, wird es Anfang November Aussendungsgottesdienst geben, ganz bewusst für uns als Ehepaar. Das freut uns mega. Und die wissen und annehmen, tun wir sehr gerne mit auf einen Weg nehmen. Auch gegenüber dem G-Movement ist sicher für viele auch spannend. Aha, jetzt geht Kunst nochmal so. Das ist sicher, wir stehen ein Stückchen unter Beobachtung, fühlen uns aber nicht unter Druck, so in dem Sinne, sondern teilen einfach, wir müssen ja nicht mehr sein, als wir sind. Also wir teilen einfach unser Leben. Und in dem Sinne gibt es schon verschiedenste Leute, die wir versuchen, mit auf den Weg zu nehmen. Oder grundsätzlich, ich glaube, die Thematik Gemeindegründung muss unbedingt in unserem Land wieder zum Thema werden. Und darum freut es mich auch, die Talks, weil ich glaube, ich hoffe, dass da etwas auch animiert wird oder Glauben für neu aufzubrechen, Sachen experimentierfreudig zu werden. Wir wissen ja noch nicht, ob es ein Erfolgsprojekt gibt. Vielleicht geht es in die Hose. Aber wir glauben natürlich sehr, dass Gott etwas Grosses parat hat. Und jetzt in dieser Phase, wo wir jetzt stehen, eben Teamformierung, werden wir vor allem ins Gebet hineingehen. Ich freue mich, wir haben 72-Stunden-Gebet jetzt starten in Zollikofen, aber nicht einfach nur für unsere Gruppe, sondern für unser Dorf. Wir haben das Dorf gesehen, dass es brennt für Jesus und Jesus gross wird in diesem Dorf, in den verschiedensten Facetten. Menschen einfach dürfen das Glück finden, Jesus dürfen finden. Und so versuchen wir da nicht nur für unsere Gruppe zu denken, sondern zu sagen, hey, lasst uns grosse Pläne machen, wie das Reich Gottes an Ortschaften hineinbrechen kann. Ja, und ich finde, der Respekt gehört ja denen, die mutig irgendwo etwas wagen, oder? Und einfach mal reingehen. Eben, du weisst noch nicht, wie es rauskommt. Oder? Es gibt doch auch den bekannten Spruch, oder? Wo ein Ex-Präsident von Amerika hat doch das mal gesagt, eben die in der Arena sind und wo das Risiko bereit sind einzugehen. Das ist das, was schon nur cool ist, auch jetzt, wenn ich das miterlebe bei euch. Du hast etwas noch sagen, Susanne? Nein. Eigentlich so der Satz, vielleicht geht es in die Hose. Ich glaube, nichts ist für nichts. Auch wenn es vielleicht aussieht, wir wissen es nicht. Also ich glaube, Gott hat Grosses vor. Aber auch wenn wir vielleicht das Gefühl haben, das ist in die Hose. Also wenn wir in dem laufen, was Jesus für uns parat hat, kann es ja gar nicht in die Hose. Auch wenn wir vielleicht das Gefühl haben, es ist in die Hose. Aber es ist sicher nicht in die Hose. Er hat grössere Gedanken. Also, darum, das tut mir jetzt gedacht, das muss ich irgendwie noch sagen. Das darf nicht im Raum stehen. Aber für uns ist es nicht immer, ja, es ist auch nicht so klar messbar, sichtbar. Ja, wir haben manchmal so unser Ding und denken, das ist erfolgreich. So muss es aussehen, aber Gott sieht viel weiter. Und dort möchte ich ihm nicht irgendwie, das ist jetzt in die Hose. Nein, es ist nicht in die Hose. Im Himmel werden wir auch zurückschauen können. Ja. Sehr gut, danke. Eben, Ergänzung, wie gesagt. Ja, das hat man gespürt. Das mit der Ergänzung, das hat man jetzt gespürt in diesem Talk. Und es hat mich sehr gefreut, einen Einblick zu bekommen. Wie läuft das bei Kunz ab? Wir haben jetzt die Ebene noch nicht angesprochen mit den Kindern. Wäre auch noch interessant, oder? Wie ziehen die jetzt mit? Sie ja sogar hinten da noch zwei sind hier, oder? Und mithören. Können wir jetzt auch fragen direkt, aber wie erlebt ihr das? Also jetzt die Kinder mitzunehmen auf die Reise? Also ich glaube, sie freuen sich einerseits, dass wir noch etwas wagen. Also, ja, und andererseits, glaube ich, schiesst es an, dass wir weggehen jetzt von Thun. Weil jetzt haben wir wirklich mit dem Velo 3 Minuten. Wir haben viel gesehen und auch nicht gross abmachen. Da ist wieder eins vorbeigekommen. Das reut mich schon. Und gleich, wenn ich so im Garten bin, das reut mich auch. Jetzt wäre es wirklich so, wie ich mir es eigentlich vorgestellt hätte. Und da ist mir so viel, Jesus, du sagst, der nicht parat ist, Haus und Hof und Kinder zu gehen, der ist nicht würdig, mein Jünger zu sein. Und denkt, ja, ich will einfach das machen und dort sein, wo er mich will. Und nicht sagen, jetzt wäre es schön, wir bleiben einfach da. Ich glaube, er wird auch zu den Kindern schauen. Vielleicht kommen sie ja nachher, könnte ja sein. Ja, finden tut man auf alle Fälle wieder. Das ist ja, und es ist ja auch keine Distanz, 25 Minuten. Also ich meine, in Kanada oder in Amerika sagen wir es Nachbarschaft.
Ja, und die älteste Tochter, die in Königs wohnt, mit ihrem Ja. Mann, die freut sich. Die natürlich. freut sich, ja. genau. Und gleich ist es ja, ist es nicht gerade... Ja, es ist nicht Ist um der eine gleich eine Hausecke. Ja, Viertelstunde genau. mit dem Es ist ja um Auto? 10 Minuten weniger vielleicht Ja. oder mehr. Genau. Ja, es bringt auf jeden Fall Bewegung rein. Ich denke auch, das, was du ansprichst, das ist vielleicht ein bisschen die grosse Versuchung manchmal, oder? Auch wenn man sich bequem eingerichtet hat, vielleicht auch schon ein bisschen auf etwas zurückschauen kann und nachher, von dem her Respekt, ja, dass ihr den Schritt so macht. Genau. Mir hat es so schön gedacht, mit dem Garten oder Haus. Du hast doch so ein Erlebnis gehabt. Komm, erzähl das noch. Also willst du sagen Feigenbaum? Oder welches? Nein, einfach das zurückgeben. Weißt du, ich gebe es Jesus. Ja. Da hat er mich so auf einen Weg genommen, weil auch im Haus innen, wir durften dort alles rauslesen. Wirklich der Boden und das Bad, das ist wirklich alles so, wie es mir gefallen würde. Ich dachte, jetzt wäre alles so schön. Und dann hat Jesus gesagt, weisst du was, das ist ein Opfer, gib mir es doch. Gib du mir den schönen Boden, gib du mir den schönen Bad, gib du mir den schönen Garten. Und dann hat es mich so angefangen zu freuen. Ich dachte, auch wenn es mich hat Jesus, ich will dir das geben. Und irgendwie ist das viel ringer. Es freut mich sogar. Ich dachte, ich kann ihm etwas Schönes geben. Und nicht, ja. Also, ich weiß nicht, einfach für mich, in meinem Herzen hat es wie Sinn gemacht. Ja. Und er hat sicher wieder auch Schönes parat, was es jetzt genau ist. Ja, ich noch kurz noch. Wir haben etwa vor 2-3 Jahren haben wir einen Feigenbaum gekauft in Landi. Und da hat es ein paar Feigen getragen. Und dann haben wir schon gesagt, nehmen wir echt den mit. Das freut uns jetzt schon. Und jetzt, als wir eben in diesen Garten schauen, den Garten habe ich ja gesehen, von diesem neuen Haus, innen noch nicht. Und dort hat es einen riesen Feigenbaum und hängt voll mit Feigen. Dann dachte ich, Jesus, vielleicht kommt es dann noch ganz anders. Hey, also, danke euch vielmals für euer Teilen, auch von viel Persönlichem, auch, wo ihr als Paar eben, ja, da oben zusammen durchgeht, ringt manchmal auch und zusammen dann auch wieder feiern könnt, was passiert. Das ist mega gut spürbar, auch bei euch zwei. Und ich freue mich schon aufs Nächste. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, was als nächstes kommt, gell? In einem Monat. Ja, genau. Können wir dann noch... Kommt da schon noch eine Idee? Kommt dann wieder eine Idee, genau, was wir dann wieder vorhaben, was alles noch wird kommen in dieser Salz- und Licht-Serie. Ihr könnt sehr gerne auch eure Ideen immer noch reingeben. Wir möchten auch gerne ein bisschen interaktiv unterwegs sein, wenn ihr vielleicht eine Frage habt. Auch jetzt gerade zu einem Thema, das schon in vorherigen Talks ist, dann gerne kommentieren oder schickt uns ein Mail an redaktion@lifenet.ch und dann tue ich es sehr gerne reingeben und dann können wir auch mal thematisch vielleicht einen Schwerpunkt so setzen. Es soll wirklich auch etwas sein, wo ihr könnt profitieren und etwas könnt mitnehmen und das andere auch Schritte in diese Richtung eben der unternehmen, Gemeindegründung allenfalls. Danke vielmals für euer Interesse auch heute wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/Videopartner.